Da gibt's ja einen ganz guten Spruch, hat er gesagt. Silikon macht das schon. Wir haben ja manchmal auch Probleme, hätte ich gesagt. Telefonate, die wo nicht so ganz angenehm sind. Muss man ja dann mit den Leuten drüber diskutieren, was ist Qualität und was ist Quantität. Das muss du ja dann erklären, weil eine fast angeschlossene Badwanne ist ja nicht das gleiche wie angeschlossen, weil es rinnt ja dann zwar nur ein bisschen was raus, aber halt nicht ganz so viel. Es sind ja nur 2 cm, aber es ist halt auch nicht ganz beieinander. Da habe ich halt letztens mit einem Werkskundendienst telefoniert. Dann habe ich gesagt, du pass auf, wir haben deine Armatur eingebaut. Unter der Armatur ist ja so ein O-Ring drin, so ein O-Ring. Mal schauen, ob ich eine da habe. Bei den Armaturen da ist da unten normalerweise ist ja so ein O-Ring eingesetzt. Da, oder? Also da ist eigentlich so ein O-Ring drin, gell? Also kein Ohrring, sondern ein O-Ring, ein O. Und der ist da unten normalerweise in der Nut drin. Und die Nut, die liegt halt auf dem Waschbecken auf, dass das dann durch das Harnloch nicht unten reinläuft. So, jetzt hat sich ein Armaturenhersteller gedacht, sie machen ganz was Schlaues. Sie machen den O-Ring dünner und deren da auch außenrum gar keine Rosetten nicht hin und was weiß ich. Auf jeden Fall hat mein Monteur dann gesagt gehabt, zum Montieren ist die Armatur scheiße. Weil die hält erstens nicht und zweitens ist die so irgendwie ganz komisch. Dann sage ich, ja gut, die haben sie es ausgesucht, werden wir schon wissen, gell? Dauert keine 3 Stunden. Hat mir die gute Dame angerufen und dann hat sie gesagt, du, das ist scheiße. Komisch. Komisch, warum sagt das jetzt oder du innerhalb von 3 Stunden der zweite Mensch, komm mal vorbei. Dann sage ich, ja, passt, komm ich auf die Nacht vorbei. Dann haben wir das angeschaut, dann haben die quasi das alles nur kleiner gemacht, zwecks der Materialeinsparung. Und da haben wir gedacht, naja gut, ich schaue jetzt einfach mal, vielleicht hat ja der Hersteller da für Monierungen oder halt, wenn man sich quasi beschwert, für Beschwerden, vielleicht haben sie ja da was anderes überlegt, dass sie halt sagen, du tust jetzt die Rosetten drüber und in der Rosetten unten drunter ist dann ein größerer O-Ring und dann ist es halt dicht, dass das Wasser halt dann nicht mehr runterläuft beim Putzen, weil das kann es auch nicht sein, dass jedes Mal dann, wenn du unten drinnen deine Schuhe hast und deine Ersatzhandtücher hast quasi, dass die Handtücher immer noch da haben, dass das Wasser auffängt, das wo dann runterläuft, das kann ja nicht sein. Und dann hat er gesagt, nein, da haben wir nicht, aber jetzt gebe ich euch einen guten Tipp, da gehst du jetzt hin und dann ziehst du deine Silikontuben auf und dann haben wir so gedacht, okay, gut. Was kommt jetzt für eine gequirlte Scheiße, was der mir da am Telefon erzählen will? Und dann beugst du da unter das Waschbecken so rein und dann spritzt du unten das komplette Harnloch, wenn die Armatur drin ist, aus. Dann habe ich gesagt, ist das jetzt dein Ernst? Habe ich den am Telefon gehabt, so, ist das jetzt dein fucking Ernst, dass du mir jetzt erzählen willst, ich soll beim Waschbecken Harnloch unten, wenn die Armatur, wenn eine Armatur drin ist, da wo oben ein O-Ring drin ist, dass das Wasser nicht runterläuft, dass ich da unten jetzt ein Silikon einspritzen soll und das Wasser, also das abdichten soll. Ja, wieso nicht? Sag ich, finde nicht, dass das ein wenig ein Pfusch ist. Na, also, da gibt's ja einen ganz guten Spruch, hat er gesagt. Silikon macht das schon. Also, ja, ich bin aber nicht von myhammer.de, sondern ich bin ein vernünftiger Handwerker, habe ich gesagt. Der wo halt gescheit arbeitet. Sag ich, und das mache ich mit Sicherheit nicht. Und jetzt rat's einmal in die Kommentare, was das für eine Marken war. Für 3 Stunden kriegt er dann ein Herzteil, wenn er es richtig erraten hat. Aber nur für 3 Stunden. Wir werden sehen. Silikon macht das schon.